alle, bis auf einen. Welcher Bär ist noch schwer? Will die Kreis? Niemand weiss. Biff, baff, boff und du bist duss, hat Biggi Bär abgezählt, weil wieder einmal kein Freiwilliger in die Mitte gestanden ist. Bereicht hat es natürlich beim Abzählen den Bär Urs. Der am liebsten mit seinem Spatz alleine im Schatten vom grossen Strauch gehockt wäre und dem Ganzen nur von Weitem zuschauen. Aber was hätte er wollen? Wohl oder übel, hat er sich von der Biggi Bär die Augen mit einem schwarzen Tuch verbinden und in die Mitte führen. Dort hat ihn die Bärenfrau zu allem Überfluss auch noch ein paar Mal zu Ringsen umgedreht, so dass er kaum mehr auf den Beinen stehen konnte. «Zum Beck der Beijeli noch einmal, hier fährt der Boden mit mir Rössli-Spiel», hat es nicht gedünkt. Dann haben die anderen Bären abwechslungsweise Sachen gerufen, wie «Tüt-tüt-tüt-tüt». Der Bär Urs musste darauf herausfinden, welcher Bär das Geräusch gemacht hat und ihn erst noch versuchen zu packen. Das war aber mit dem Sturm im Kopf und den verbundenen Augen so schwierig, dass der Bär Urs über die eigene Tatze gestolpert ist und peng, so lang wie er war, am Boden rausgefallen ist. Dass er dabei noch gerade den Kopf an einen Stein angeschlagen hat, war Künstlerpech. Auf alle Fälle, als er wieder geradeaus schauen konnte, ist die Biggi Bär schon vor ihm gehockt, hat ihm das Tuch von den Augen genommen und dafür auf einen Platz am Kopf gedrückt. «Zum Donnerau, du bist eine Tapsi», hat sie zum Bär Urs gemeint. Aber nicht wirklich böse, eher besorgt. Wie kann man nur beim Bärenfangerli-Spiel auf die Schnauze fliegen? Aber da hat sie von hinten jemandem Pelz gezupft. «Mami, schau, das kann man ganz gut», hat der Benji gerufen, sich 3-mal um sich selber gedreht, einen Schritt gegen vorne gemacht und ist plätsch gerade neben Urs im Gras gelandet. Die zwei haben einander angeschaut, gerade rausgelacht und gesagt, «So geht das.» Die anderen Bären haben sich schon lange verdünnisiert und sie am Dessert verdrücken. Die Biggi Bär und die beiden Stolperbären sind aber noch immer gemütlich zusammen am Boden gehockt. Da ist plötzlich ein kleiner Spatz aus dem Nachenstrauch zu flattern, für den Bär Urs direkt auf dem Rücken zu landen. «Tschiep, das bin ich, juhu!» hat sich der Frechschnabel gefreut. Ja, und von dann weg sind der Bär Urs, die Biggi Bär und der kleine Benji Bär zusammen mit dem Spatz frechen Schnabel glücklich und zufrieden eine Familie gsi. «Tschiep, Papi, das war ein schöner Traum. Sag, bekomme ich wirklich einmal ein bärenstarkes Bärenmami und einen Bärenbrütsch? Und gibt es auch einmal so einen Bärenpark für uns alle?» Hat der Frechschnabel wissen. «Hey, das geht gar nicht mehr so lang», habe ich die Menschen hören sagen. «Dann ist der Bärenpark da», hat der Bär Urs am frechen Schnabel zur Antwort geben. Und ein bisschen leislicher hat er noch brümmelt. «Ich glaube schon, dass es irgendjemand auf der Welt für jedes Kind eine bärenstarke Familie hat. Manchmal geht es halt einfach ein bisschen länger, bis man einander findet.»